Das Abenteuer geht in die Endphase, Freunde. Mit dieser vermutlich letzten Aufnahmesession begrüße ich euch zurück hier bei Tales of Xillia. Alles klar, Leute, legen wir los. Es wird Zeit. Zeit, um Gaius und Muse aufzuhalten und das Spiel zu beenden. Oh, meine Fresse, Freunde. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bin schon sehr auf die... Natürlich... Endszene gespannt. So, jetzt kommt es endlich. Ich dachte gerade, hey, was ist los? Plötzlich schwarz. So, Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Tales of Xillia. Bevor ich es ganz vergesse, ich habe euch am letzten Part am Ende erzählt, dass was vorhabe bezüglich dem... Hallo, was ist im Hintergrund los? Gerade kurz geflackert, egal. Dass er was vorhabe bezüglich dem Trainieren und so. Tja, guckt euch mal an. Ja, gar nichts gemacht hier, war. Ah, noch das gleiche Level. Was hat der Michael uns mal versprochen, was er nicht halten kann? Nee, habe ich schon, aber guck mal da. So, ich habe das meine Liniumkugel noch verteilt. Das war das eine. Das andere ist, ich habe euch erzählt vor geraumer Zeit... Oh, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Vor geraumer Zeit, dass ich damals, als ich da die Knoten geändert habe, der Charaktere, dass ich da im PSN Store was anderes noch gefunden habe, bezüglich den Tales of Xillia Charakteren. Naja, schaut's doch mal an. So, wenn ich jetzt hier, nicht auf neu, sondern hier, guckt euch das mal herunterladbare Inhalte. Levelaufstieg plus 10, alle Mitglieder steigen in 10 Level auf. Das ist kein Scherz, das ist wirklich die Wahrheit. 10 Level. Was eigentlich die zwei dahinter in den Klammern sind, ich glaube, das ist dafür, dass man auf 2 Systemen, also sprich, ihr könnt auf 2 PS3 könnt ihr das Ganze einsetzen. Naja, was das Ganze bringen soll, keine Ahnung. Diese Level-Ups mache ich deswegen, ich werde es vermutlich nicht einsetzen. Und vermutlich nur dann, wenn ich jetzt mal auf den Endboss treffen sollte und ich den einfach nicht zu packen kriege. Sprich, wenn das Level, das wir haben, einfach zu tief sein sollte, dann, Freunde, dann werde ich das einsetzen, werde da 10 Level spendieren, die Nummern verteilen, etc. Und dann legen wir los hier. So, jetzt aber ganz kurz, wie gesagt, der Uni, das Ganze. Achso, Mila. Ja, hä? Wieso Jude? Also ich weiß nur, dass das Geistfossil bei ihr eingesetzt wurde, um sie wieder zum Laufen zu animieren und später mit zu laufen kann. Es war doch niemals die Sprache davon, dass das Geisterfossil drin bleiben muss. Oder ich mir jetzt da sprichst, müsste es das ihr Leben lang tragen. Verwirrung. Naja, wird sicher noch irgendwie zum Thema werden. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade einkaufen gehen. So this entire city is powered by Spyrex. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature, or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Yet they're not doing anything about it. We've progressed this far by relying on Spyrex. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Riza Maxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, huh? Must be nice. Maybe we Manalobliss Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind. But I have no intention of adhering to Destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but... Naja, als die ganze Welt verändert ist, leichter als getan, oder Mann? Das ist ja... Nee, natürlich nicht. Das ist so einfach, das kann doch jeder mal nachmachen, die Welt verändern. Yeah, geil. So, genug jetzt hier irgendwie philosophiert und Quatsch erzählt. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen einkaufen. Menschenskind. Rüstungsladen, yeah. Nö, erstmal erweitern. Materialien schenkt. Ich müsste ein bisschen was dabei haben, war? Oh. Ja, okay.
Doch mehr als vermutet. 44. Und gibt es was Neues? Ruf mal auf. Ja. Gut, wir sehen es gleich uns an. Hilfe. 19. Psiu. Ja, gut. Gucken wir gleich. So, das letzte, was wir noch erbieten können. Gut, vielleicht Geld noch ein bisschen, obwohl. Verkaufen jetzt war gerade etwas. Genau. Die Flamberge-Waffe von Mila, das ist eine viel coolere Waffe. Oder, naja, cool, natürlich Augen des Betrachters, vor allem viel stärkere Waffe. Kaufen, so, da mal gucken, was haben wir jetzt hier Schönes? Was ist der Müffelreif? Ein Reif aus Müffel ist oder was? Er wird sich stark auf deine Beherrschung von Artes auswirken. Oh, das. Die PVTG, die braucht ja Mila sowieso, wa? Heiliger Reif, Engelsreif, ach du Scheiße, Goldreif. Wenn man ihn ausrüstet, dieser Reif besteht aus der konzentrierten Energie niederer Geister und wird manchmal als Geschenk des Himmels bezeichnet. Gekauft. 2, wa? Alter Schwede, ist der... Ja, der ist teuer. Ne, wisst ihr was, ich kaufe einen für Mila und dann für... Ja, mit Ausrüstung. Gut, dankeschön. Und der andere dann für die gute Elise. Hallo? Mach hier? Hallo? So, jetzt wieder. War gerade leicht crazy. Egal, was wollte ich, was das wäre, der wäre gut, der wäre schlecht, das ist... Aber AVTG geht aber da runter. Oh, Elise, was mach bloß mit dir? Na, okay, lass mal. Boah, das war so viel. Verdammt. Gut, jetzt habe ich hier einen Gothic-Helm. Ist ja klar. Dämonenhelm. Heiliger Helm. Ja, was auch sonst. Ne, aber auch mehr für P-Angriff. Okay, lass es jetzt mal. Was haben wir hier noch Schönes? Nicht mal so viel. Was ist denn das so gut ausgerüstet hier? Blutmantel. Das ist aber nur eine spezielle Farbe. Ja, gut zu wissen, wa? Gothic-Jacke. Yeah, dazu bereits. Ja, komm, wieso nicht? Diamantschutz, aber was... Cola, aber jetzt gerade... Achso, ich habe so viel... Ups, Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie eine Null weggesehen und so. Was, hä? Was ist gerade mit mir los heute? Keine Ahnung. Engelsrad natürlich nochmal für einen für sie. Gut, danke. Doch, nein. Ich trottel. Egal, ist nichts Neues. Diamantschutz. Nee, lassen wir mal. Gibt's hier noch etwas? Nö, da hat er auch eine viel bessere. Alter, ist das unglaublich, das ist unglaublich. Das Himmelsbahn, yeah. Weg damit. Hohenreif, weg damit. Den gebe ich nachher Elise, alles klar. So, Rüstungen sind fertig, Freunde. Zumindest mal das erste. Ausrüstung, Elise, wo bist du denn hier? Wo ist der jetzt? Heiliger Reif, Engelsreif. Gut. Upsi, das ist natürlich schon gut. Mila. Jetzt ganz kurz, damit ich nicht was hier irgendwie falsch erzähle. Bei dir sagst du brauchst vor allem A-Angriff, genau, weil Arte und so, das stimmt soweit. A-Angriff, okay, Arte-Angriff also, ganz logisch. Zumindest theoretisch, die Waffe ist auch gut so. Hast du was, um den A-Angriffswert noch zu steigern, speziell der Geistesring, ja, das war nie schlecht. Ich hätte zwar gerne etwas anderes noch, nicht wahr? Gut, machen wir halt doch so. Die Gothic-Jacke, du. Okay. Waffen, das kann natürlich sowieso nie schaden, wa? Materialien schenken. Ups. Das war ein bisschen doof. Erweitern. Verkaufen geht auch nicht. Kann ich mit Geld erweitern? Wollte schon sagen, also Geld halt Geld, wa? Muss 10 gibt 1 Punkt. Da ist das scheiße, ey. Wie viel habe ich? Ich habe 243.000, wa? Okay, wenn ich jetzt also 40, da wäre 1000. Wenn ich da jetzt 40 geben würde, 40.000. Gerade mal ein Level. Will nur verarschen. Okay, nicht mehr gerechnet, Freunde, dass es so teuer ist, alter Schwede. Okay, Jude, hast du was Neues für dich, Kumpel?
Komm schon, wo hast du? Die hast du, oder? Dann hier noch die Walküren schwingen. Ach du Scheiße, was ist ein Name, ey. Danke, Alter, die wären so teuer. Ne, lass ihn lieber. Ist ja bereits eine viel coolere Waffe. Bei dir ist auch nichts mehr zu holen. Ihr habt auch schon alles voll. Hier ebenso. Und hier ist schon das Gleiche. Okay, war alles ein Schuss für den Ofen, wa? Toll. Heilige Rauf verkauft. Heilige Rauf verkauft. So. Die Grafikjacke noch. Theoretisch auch noch was machen, aber später. Gut, Waffen haben wir. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch ein paar Materialien. Zubehör? Nö. Obwohl, wird das was Cooles noch dabei? Je nachdem, wa? Ja, Flammenumhang, gute Stiefel, Machtring erhöht Stärke. Zubehör ist noch sehr, sehr niedrig, Freunde, wa? Oh, man ist ja schon kaum vor allem, sind die ganzen Partner da drin, hierhin unterwegs, gibt's ja nicht. So, kann man schon. 4 Stück hier noch und 4 hier. Dann hier noch 4, hier noch 10. Alter, das wird so viel gehen, da wird so viel Level up. Wow, Alter. Ist das krass. Ist das krass, das macht Spaß. 4 und dann hier 2 noch und hier noch 3. Das ist gut und dann hier noch 2. So. Aber sonst alles. Sieht gut aus. Materialien schenken. Alter. Das ist übel. So, wenn ich noch dabei bin, kann ich ganz kurz natürlich noch Lebensmittelhändler was machen. Materialien schenken. Ein paar Fische. Wer könnte es denen verdenken, wa? Soll der gesund sein? So. Ach ja, Leute, das letzte Mal, dass wir jetzt hier ein bisschen einkaufen gehen, ein bisschen aufrüsten und nachher bald schon das Ende, so wie es aussieht. Habe ich nicht irgendwo noch etwas, was ich... Verdammt. Scheiß drauf, so. Wow, Alter. Ist übel, wa? So, Objekte können theoretisch haben, natürlich keine Fische mehr, ist klar. Es ist okay. Gut. Was wollte ich jetzt gerade? Ah, ja, genau. Die Ringe, gibt's was von einer gewissen Wahrscheinlichkeit? Und K.O. wiederholt. Ist zwar nie schlecht. Erhöht Psycho um 15%. Der ist für Mila. Der ist für... Wir sagen für alle, wa? Nee. Natürlich für Elise noch. Okay, die gebe ich Ihnen sofort. Bitte ausrüsten. Natürlich nicht, okay. Und dann für Mila noch. Ich weiß, da gehen so ihre... Ja, ihrem physischen Angriff und Verteidigung geht ein bisschen runter, aber sie braucht vor allem Arte. Vor allem, wenn es um einen Endkampf nachher geht, ich sehe es jetzt schon kommen, wir werden einen grandiosen Kampf gegen Gaius. So, den maximalen TP um 30, Alter! Das wäre ein Traum, mehr TP zu haben, vor allem für sie. Oh, ich meine, Zubehör. Ja, eben Zubehör kann ich jetzt sowieso noch eins. Nein, verdammt! Wie gesagt, es wird so ein Traum mehr zu haben, aber das ist doch scheiße. So, Ellie ist noch ein bisschen mehr Ausrüstung, statt ein Geistring, der Psychoring. So, das lohnt sich, nicht wahr? Bei den anderen, ich habe jetzt nichts Besonderes gesehen, vielleicht Stärke noch, wa? Die maximum KP und TP um 25%, ach du Scheiße. Shoot vielleicht. Ein Angriffssink zwar dabei. War nicht etwas, was hier... Komm schon, Stärke 15%, Stärkering. Jo, das steigt. Ja, okay, wisst ihr was? Ich gebe einen Shoot einen und ich gebe... Elvin einen. Achso, ich kann zurückgehen. Nö. Was hat er gerade gemacht? Ja, stimmt noch, oder? So, Stärkering nochmal. Gut. Das muss wir erst erreichen. Oh Mann, oh Mann. So, nochmal ganz kurz. Jude und Elvin, die kriegen hier die 9 Ringe. Zack, der Stärkering. Ups, Entschuldigung. Komplett versäumt. Dann Elvin natürlich, ist der gute Stiefel, auch den Stärkering noch. So. Und zum Schluss noch was einkaufen. Achso, hier. Das ist eigentlich auch nicht schlecht.
Special, aber ja nicht mal genug, um die aufzustocken, wa? Nö, das sieht kacke aus. Verdammt. Okay, Zonengummi. Einen noch mitnehmen. Apfel und Zitrone, das brauche ich. So, natürlich vor allem Ananasgummi für die TP, weil sonst gehe ich sowieso gleich wieder. Das ist auch nicht schlecht. Wundergummi genauso. Trank des Lebens. Jetzt muss ich alle aufbrauchen. Natürlich werde ich auch alles Teil und so noch verbrauchen müssen. Das ist ganz klar. Sirup natürlich sowieso. Und, tja. Das war's, wa? So, wo ist eigentlich der Laden zum was? Zum Fressen? Moment mal, wo ist der? Ah, geht doch. Ich brauche noch was zum Fressen. Wegen Erfahrungspunkten und so, nicht wahr? Ups. A little bit falsch, würde ich gerade sagen. Achso, du bist jetzt Lebensmittelhändler. Hast du was für mich, damit ich mehr Erfahrungspunkte kriege? Komm schon, komm schon. Hört P-Angriff und A-Angriff. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, wa? 20%, ja. Komm schon, wo ist denn mit Erfahrungspunkten? Erhöht Erfahrung 60%, alter Schwede. Ach, Kämpfe Dauer. Ist ja übel. Geht nur einer? Also Frechheit. Dann haben wir 100%, okay. Doppelt so viele Erfahrungspunkte. Mann, wieso kann ich nur einer von mir? Das ist kacke. Egal, wird schon gehen. Leute, das wird so abgehen hier. Was hat dann nochmal 100%? Achso, galt nur. Ja, aber noch was. Cremige Rindschlüssel. Brauche ich vermutlich eher weniger, aber komm, wir haben die Kohle. Jetzt noch. Gut, Freunde, das war's soweit. Ich bin soweit fertig hier. Jetzt gehen wir mal mit ein bisschen Zwischensequenzen und so weiter, nicht wahr? Und dann möchte ich gerne am Schluss des Parts noch die Erfahrungspunkte, Quatsch, natürlich die Fertigkeiten noch zeigen, beziehungsweise ausrüsten, weil ich habe offscreen nur halt die Diamantkugeln gemacht, aber noch keine Fertigkeiten ausgerüstet. Das müssen wir natürlich auch noch machen. So, jetzt aber ganz kurz, wenn ich jetzt hinrufe ich in Belens Haus aus, das war wo genau? Ja, hier irgendwie schon mal nicht, wa? Dort unten war. Okay. Belens Haus. Lalala, lalala. So, und wie gesagt, da halt mit den Fertigkeiten nochmal ein bisschen rumspielen und dann, ja, gucken, wie es dann gegen die ganze Meute von Gaius und so weitergeht. Und sondern wie gesagt, da halt noch die 10 Level-Ups spendieren. Alter, das wird so krass, wenn ich da plötzlich 10 Level-Ups machen kann. Seht schon die ganzen Liliumkugeln herumfliegen. Das wäre krass, aber hier. Did you hear they're planning to raise the Spyrix tax again? It's all because of that otherworld reactor plan thing, right? Honestly, what is the government doing? I'm sure everything will turn out fine on Rize whatever without our help. So you think we should just leave them be? Hey, nobody said that. We should pay their people fair compensation and promise to help them with their development. Pay them with what, though? Our tax money? It's not like we're any better off. Well, you'd hope the government thinks of something instead of digging into our pockets. Either way, someone's got to figure out this energy crisis or we'll all be gone in a few years. Ugh, I can't even worry that far ahead. I've got my hands full just worrying about today. I guess you can't make everyone happy. Must be nice to be so self-absorbed. That's just how people are. I'd be much more scared of a society where people were afraid to speak their minds. Yeah, that's true. Das mag ja sein, aber das mit dem Energieeffizienz, sprich damit, dass da halt bald keine Energie mehr hat und so, finde ich auch eigentlich interessant, weil bei uns ja in der realen Welt sieht es momentan ähnlich aus, nicht wahr? Ich meine, klar, mittlerweile alles läuft über Strom und so, wir brauchen immer mehr täglich und deswegen ist es natürlich auch so, irgendwann, da sagen die Wissenschaftler, irgendwann wird es einen riesigen Boom geben und es gibt keinen Strom mehr. Tja, und dann bin ich arbeitslos, ganz ehrlich. Ich meine, als Informatiker und als Let's Player, kannst nichts mehr machen. Ist alles für den Arsch. Aber sonst, so heutzutage, ich meine, es läuft so viel heutzutage alles über
ja, über Strom, über Computer, alles mögliche ist natürlich schon, ja, dass man da halt ein bisschen energieeffizienter ist und aufpasst und alternative Energiequellen testet, beziehungsweise natürlich benutzt. Es ist schon nötig, sonst sieht's doof aus. Wo warten der jetzt? Balen. Balen, wo bist du? Gotta find a way to push the Otherworld reactor plan forward. Were you involved in the plan's creation? And who might you all be? Oh, we're from Riza Max. I'm a relative of Gilland Yulsevent. I was hoping you could educate this group about the Otherworld reactor plan. You're with Gilland. Oh, I apologize for my rudeness. I work at the Department of Otherworld Affairs. Figured it'd go smoother this way. I presume your department deals with issues related to Riza Maxia? Correct. As you're no doubt aware, we Olympians have passed down legends of another world since antiquity. Every kid knows the story of the Spirit Maxwell and the utopia he created for his followers, Riza Maxia. But from around the time I was born, scholars and politicians started taking that story seriously. Correct. That was because we detected an unusual distortion in space. Our research suggested that vast amounts of energy could be circulating beyond the distortion. That discovery led to the creation of the Department of Otherworld Affairs' predecessor, the Next Gen Energy Bureau. They developed equipment to widen the distortion and study what was on the other side. Things were going well at first. Then the equipment went haywire, and a passenger ship near the experimental site, the ESS Zenithra, disappeared without a trace. The incident 20 years ago. Everyone thought the experiment had failed, but it hadn't. Several years later, we received a transmission straight from Gilland. He told us that he and the Zenithra had been sucked into the Otherworld, and that he had since created a device that could punch a hole through the spatial distortion. And that he found a solution to Olympias's energy problems to boot. That's right. His plan was to use the energy circulating throughout this other world as a reactor. So what will happen to the people on that world? Are you with the anti-governmentalists? Right now, the opposition party is using the issue of Otherworld people's rights as a shield to try and block the Otherworld reactor plan. Yet they have no alternative solution for our energy problem. Olympias has long since passed the point where we can solve our problems with idealistic jargon. So you supported the Otherworld reactor plan, fully aware of the consequences? You're damn right I did, and I continue to support it wholeheartedly. Forget it, Mila. There's no point in trying to change his mind. I know. My duty remains unchanged. Do everything I can to stop the plan from succeeding. Engstirnig bis zum Geht nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich meine, ich kann ihn teilweise verstehen, aber trotzdem kann ich die ganze Welt auslöschen dafür, also ganz ehrlich, ey. Meine Güte, alles schwarz oder weiß, wenn die Welt auch ein bisschen grau sein könnte? Nö, natürlich nicht. Wenigstens Kind, hey. So, Balen, was. Natürlich die alte wieder. Ich muss zugeben, ich habe schon länger nicht mehr gezockt, das stimmt zwar, aber irgendwie hat das Gefühl, er war trotzdem hier drin. Haben wir jetzt eine Mission abgeschlossen oder nichts? Ja, aber Sidequest, genau. Hab's geschoben, Sie können meine Erfindung festzustellen. Ja, der Erfindungsreif ist gut. Ganz kurz noch was, Freunde, zu verändert, erlangt. Chrono-Symbol, ja, dankeschön. Ja, wir haben Sidequests hier bei Tales of Xillia. Es ist ja so. Hier in der Ereignisliste seht ihr die ganzen Sidequests, ihr seht auch, wie es mit der Hauptstory weitergehen würde, etc. Es ist ja schön und gut, aber ganz ehrlich, irgendwie sind die Sidequests ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich sehe auch nicht, dass man für alle Sidequests irgendwie erstmal mit 100% hätte, ob man dann irgendwie was Spezielles bekommen würde, ob es irgendwie der Reiz, das Ganze komplettieren, da fehlt mir ein bisschen. Es gibt natürlich andere Spiele, andere Rollenspiele, wo man sieht, ja, wenn ich 100% habe, ich spiele da zum Beispiel mal Okami an, da ist ja auch so, wenn du da 100% hast, dann siehst du direkt, oh ja, mit den ganzen Perlen und so, geil, wenn du alles findest und so, und hast eine schöne Auflistung, etc. und kriegst am Schluss noch ein cooles Item. Aber hier, das ist einfach irgendwie so, es fehlt mir ein bisschen, wa? Und vor allem auch, weil es eigentlich immer ein bisschen das Gleiche ist, Gegenstand suchen, Monster besiegen und so. Man kann es machen, aber ich bin da nicht so der Fan davon, deswegen jetzt auch im Let's Play nicht machen. So, das auch geklärt, jetzt geht's hier weiter.
Und da ist auch schon. Und ja. So wenn das Parts sind, war ist ja gerade perfekt. Hier ausruhen. Ja, dankeschön.